ist HR3 raus aus den Federn und nein in den Tag. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Endspiel von der Eintracht gegen die Kickers in Neuauflage. So, aber jetzt hören wir erst einmal Musik in HR3, gell? Ah, warte, Sven. Vorsicht, ich treffe gleich. Hallo, wir sind doch nicht in der Disco. Bei dem Geduld kann doch kein Mensch die Haare zuhalten. Mach es ist bitte leiser. Danke, ist ja unglaublich sowas. Marvin. Warum stellst du dann die Musik so leis? Ich kann ja gar nichts mehr hören. Das ist doch die richtige Musik für mein Speckröllchen. Stell's ruhig wieder lauter. Danke. Haben Sie was an den Ohren? Wenn Sie nicht sofort eine Klasse abstellen, dann haben Sie ein Problem. So, wenn Sie so weitermachen, dann drehe ich Ihnen die Sicherung raus. Also, geht doch. Glauben Sie sowas? Was ist denn hier? Suchen Sie den Feierabend oder was? Lass dich doch nicht ins Boxhorn jagen, kümmere dich nicht um die alten Schlafhaupt. Das geht dir doch gar nichts an, der alte Formkreisel. Der nimmt ja auch keine Rücksicht auf die anderen Leute. Sie den Grundkreis nehmen Sie sofort zurück, das ist eine Beleidigung. Gar nichts nehme ich zurück und wenn sie nicht passt, dann ziehe sie doch aus. Wir sind ja ein Mietshaus und kein Sanatorium. Wäre ja noch schöner. Wohnt gerade mal 3 Wochen hier und will uns herumkommandieren. Hier war früher mehr Frieden im Haus. Friede, das kann ich mir bei Ihnen und dem Lärm lebhaft vorstellen. Es gibt eine Hausordnung. Hausordnung, tut so an Ihr Eichenmaß, Herr Steuerinspektor. Bis nachts um 3 Uhr Fernsehen gucken und dann unter der Dusche noch Liedchen trällern. Und Sie haben heute Morgen um 6:30 schon wieder den Staubsauger angeschmissen. Hüpfen Sie rechtzeitig in Ihr Bett, dann kommen Sie auch rechtzeitig wieder raus. Also wenn ich in mein Bett so überhaupt, das geht Sie gar nicht an. Ich hüpfe, wann ich will. Und wenn das hier so weitergeht, dann werde ich Sie gemäß Paragraph 2 des Mieterschutzgesetzes... Mieterschutzgesetz, es kommt ja auch noch die Mieterschutzgesetz. Haben Sie überhaupt mal gelesen? Ich bin Beamter. AD. Was? Beamter AD, auf Deutsch ein viel zu früh Pensionist. Und Sie sind eine ganz staubige Person. Und wissen Sie, was Sie sind? Ja? Sie sind, Ja? Sie Ja? sind, ja, das sind Sie. Ja, das war jetzt eine Beleidigung. Habe ich was gesagt? Ja, aber gedacht haben Sie was, das haben Sie. Jetzt werde ich mich beim Meister über Sie beschweren, da können Sie Gift draufnehmen. Da können Sie lang drauf warten, Herr Steuerinspektor. Aber vergessen Sie dem Herrn Meister zu sagen, dass Sie, seitdem Sie hier wohnen, noch nicht ein einziges Mal Ihr Trepp geputzt haben. Und glauben Sie ja nicht, dass ich Ihnen Ihren Dreck wegmache. Ich stelle mich als Beamter dahin und putze die Treppe da. Hä? Das steht überhaupt nicht in meinem Mietvertrag. Aber in der Hausordnung, die Sie ja gelesen haben wollen. Und wenn Sie schon so pingelig sind... Pingelig? Jetzt bin ich immer pingelig. Sie haben Ihre Kammer untervermietet, obwohl Ihnen das laut Mietvertrag überhaupt nicht erlaubt ist. Das könnte ich ja mal dem Hausbesitzer melden. Tun Sie, was nicht lassen wollen. Ich kann meine Kammer vermieten, so lang und so viel ich will. Ja, wie Sie wollen. Aber wenn Sie noch einmal Ihr Nasswäsch auf dem Balkon aufhängen, sodass alle Traube zu mir rüber, ja, dann robb ich Ihnen Ihre Lappe eigenhändig von der Leine, dass sie sich gewaschen hat. Nehmen Sie doch erstmal Ihr Karnickel vom Balkon. Man kann ja kein Fenster mehr aufmachen vor lauter Mücke und Gestank. Das sind Zwergkaninchen und die stinken nicht. Das sind Zuchttiere, preisgekrönt. Da stinkt es eben preisgekrönt. Also unglaublich verschämte Person, Sie. Dämliche Krolle. Das habe ich gehört. Mein Bruder wäre hier allein im Haus. Oh. Masche, Frau Rehbach. Masche, Frau Lautenschläger. Wenn ich mal den Waschküchenschlüssel habe, ich hätte ein bisschen Wäsche zu waschen. Sie sind ja fertig, gell? Ja, das schon. Aber ich habe die Waschküche noch nicht sauber gemacht. Ja, das mache ich, ja. Das macht mir nichts aus. Nein, das mache ich schon lieber selber. Bringen Sie mir den Schlüssel wieder hoch, wenn Sie fertig sind. Was war denn das eben da für ein Krach? Hat der doch wieder Rabatz gemacht? Ach, jetzt tun Sie nicht so, als ob Sie nichts mitbekommen hätte. Sie sind doch die meiste Zeit im Treppenhaus und horchen, was hier oben vor sich geht. Der Blitz soll ja einschlagen, wenn ich ein Wort verstanden habe, ne? Neulich, da habe ich zu meinem Mann gesagt, Otto, habe ich gesagt, da habe mir vielleicht einen ins Haus bekommen, gell? Ein pensionierter Beamter. Der weiß doch vor lauter Langeweile gar nicht, was er machen soll. Der denkt sich doch den ganzen Tag nur aus, wie er die Leute schikanieren kann. Lassen Sie sich von dem nicht an die Wand drücken, Frau Rehbach. Wissen Sie, was ich neulich über den gehört habe? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Marsche! Das ist mir noch nie passiert. Da schlägt die mir die Tür vor der Nase zu. Ich bin ja ganz sprachlos.
Herr Krämer, nicht, dass ich mich aufdrängen will, ich wollte Sie nur mal fragen, ob ich für Sie die Treppe putzen soll. Ne? Sie als Beamter können sich schon doch nicht hinstellen und die Treppe putzen. Das ist aber nicht von Ihnen, also ich würde Ihnen das auch gern bezahlen. Ja, wäre dann von bezahlen, das mache ich doch gern. Das ist sozusagen Nachbarschaftshilfe. Sehr freundlich. Da kann man die Frau Rehbach darüber wenigstens keinen Vorwurf mehr machen. Ach, Ja? die hat's gerade nötig, hier sich aufzurichten. Stellen Sie sich mal vor, heute Morgen will ich in die Waschküche. Ach, apropos, wenn Sie ein bisschen Wäsche zu waschen hätte, das mache ich gerne. Wo war ich stehen geblieben? In der Waschküche. Ach, in der Waschküche, ja. Und da hatte die Waschküche noch nicht mal sauber gemacht. Da riecht die sich auf, wenn Sie hier die Treppe nicht putzen. Also darum ging der Krach. Ja, nein. Naja, also ich habe Sie nur freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass Ihr Untermieter... Untermieter? Ja, dass Ihr Untermieter... Untermieter, habe ich Untermieter gehört? Dass Ihr Untermieter... Untermieter, seit wann hat die dann Untermieter? Das weiß ich nicht. Jedenfalls wohnt da jemand, der seine Radioleiser stellen soll. Also, dass ich das noch nicht gemerkt habe. Wer ist es denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber jedenfalls ist es Ihr Mietvertrag ausdrücklich verboten. Da haben Sie vollkommen recht, das brauchen wir uns nicht gefallen zugelassen. Oh, das wird den Hauswirt wirklich interessieren. Ne? Aber sagen Sie nicht, dass ich das gesagt habe. Man will ja nicht als Drahtstande dastehen. Ne? Ich hätte ja auch nichts gesagt, wenn sie nicht so unverschämt geworden wäre und mich im Brummkreis genannt hätte. Brummkreisel hatte ich gesagt. Ja. Brummkreisel, das sehe Sie mal, was das für eine Person ist. Ich habe immer gesagt, die passt hier nicht in dieses Haus. Nein, Herr Krämer, da können Sie sagen, was Sie will. Die passt hier einfach nicht rein. Neulich habe ich zu meinem Mann gesagt, ein Glück, dass der Herr Krämer hier eingezogen ist, gell? Der passt doch wenigstens zu uns. Sie müssen wissen, mein Mann ist auch Beamter, gell? Der ist Lokführer beim Herrn Mehlworm, ne? Aber Sie müssen jetzt nicht denken, dass ich mich zu fein fühle, Ihnen hier die Treppe zu putzen. Arbeit schändet nicht, sage ich immer, gell? Aber jetzt muss ich erst einmal runter, ich habe noch einen Topf auf dem Herd stehen, gell? Dann? Ja, Topf. Also Wiedersehen, Frau Lautenschläger. Es werde nämlich an mir überhaupt kein Endkall, meine Truppe. Wenn es so weitergeht, verlange ich noch Kilometergeld. Suchen Sie was? Ich putze. Ja. Ah, die Post. Aber Sie an sich kennen Sie ja gar nicht. Was mit Ihrer Kollegin ist, was passiert? Ich dachte, bei der Post wäre man sicher. Na ja, sicher. Da passiert ist nichts. Ich bin nur für 14 Tage die Urlaubsvertretung. Aber gut, Frau, ich glaube, die habe Ihnen da ohne die Briefkäste geklaut. Regelrecht aus der Wand rausgerissen. Und jetzt frage ich mich, wohin mit der Post? Wir werden renoviert, da haben Sie die Briefkäste abmontiert. Aber wissen Sie, ich wohne ganz ohne Parterre, können Sie morgen früh mir die Post geben. Ich kenne hier jeden im Haus. Ne? Das ist aber nett von Ihnen, Frau. Lautenschläger. Lautenschläger. Wenn ich jeden Tag hier hoch müsste, wäre ich selbst bald urlaubsreif. Ich mache mich jetzt wieder runter. Also bis morgen, Frau Lautenschläger vom Parterre. Übrigens, kennen Sie den? Unterhalten sich zwei Freundinnen, sagt die eine, du, mein Mann ist ein Engel. Sagt die andere, hast du Glück, meiner lebt noch. Der ist richtig gut. Gell, bist du Obacht, das Geländer da im Zweiten ist nicht in Ordnung. Was ist denn nur los? Ach, Frau Lautenschläger, was wollen Sie schon wieder? Frau Reber, ich hab mir's anders überlegt, gell? Das bisschen Wäsche kann ich in meiner Küche waschen, ne? Wie Sie wolle. Ich hab gehört, sie hätte ihr Kammer da vermietet. Ach, gucke mal da. Sind Sie auch schon hingekommen? Ja, ich freue mich doch für Sie, können Sie ein bisschen was dazu verdienen. Aber dem Brummkreisel, dem ist es sicher nicht recht, gell? Ach, ist mir wurscht, ob's dem recht ist oder nicht. Ich habe es vollkommen recht, geht Ihnen ja gar nichts an, gell? Stelle Sie sich mal vor, da fragt er mich, ob ich ihm die Treppe putzen könnte. Ne? Ich als Beamtefrau stelle mich doch nicht ins Spiel für den, die Putzfrau. Haben Sie dann einen netten Untermieter bekommen? Danke, ich bin zufrieden. Nicht, dass ich neugierig wäre, nur Interesse halber. Was kann man dann für so eine Kammer verlangen? 200 Euro? 200 Euro? Ja, aber ob man sie bekommt, das ist eine andere Sache. Das sind ja als wie 400 Mark. Wer ist es denn? Frau Lautenschläger, können Sie schweigen? Wie ein Grab. Dann schweigen Sie, Masche. Alte Giftnudel, und ich werde nicht schweigen, darauf kannst du dich verlassen. Das ist doch eine Unverschämtheit. Hoppla, Eier, verpassen Sie doch auf, junger Mann. Wir sind an Entschuldigung. Sie, ich kenne Sie ja gar nicht.
Kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir bitte sagen, wo hier Krämer wohnt? Ach, der Herr Steuerinspektor, zu dem wollen Sie. Ja, sonst würde Sie ja nicht fragen, ne? Ja, ja. Ja. Sind Sie mit ihm verwandt? Sind Sie sein Sohn? Na, seine Tochter. Das habe ich mir gedacht, ne? Sei was? Ja, aber nicht weiter sagen, hören Sie? Ach, wolltest du mich auf den Arm nehmen, junger Mann? Nein, dafür suche ich mir was Leichteres aus, meine Dame. Das geht doch bei Schrotzlöwe, da will man doch behilflich sein. Aber dann nicht mal in Ruhe duschen, wisst ihr? Tag, Onkel Erich. Michael, wo kommst du denn her? Gerade will ich von daheim, grüß dich. Tag, mein Bub, schön, dass du mich mal besuchst. Ja, Besuch ist nicht ganz richtig, Onkel Erich. Eigentlich wollte ich hier bleiben. Hier bleiben, bei mir. Ja, was ist denn passiert? Die haben mich rausgeschmissen. Deine Eltern haben dich rausgeschmissen. Ja, warum denn? Weil dein goldischer Bruder, was mein Vater ist, nicht so will wie ich. Aber sag mal, muss ich dir das alles hier im Treppenhaus erzählen? Nein, komm rein. Jetzt sag mal, was hast du denn Also ich möchte mal ausgepresst? wissen, was Komm. da so komisch ist. So ein Mist. Mach mal auf, ich bin's. Ach, guten Morgen, Rosel. Guten Morgen. Na, soll ich wieder lauter stellen? Mach den Frosch mal bitte aus. Nee, ist mal passiert. Ich hatte doch die Großwäsche, wo ich doch deine Wäsche auch dabei hatte. Deine Strümpfe und deine Unterwäsche. Und die habe ich heute Morgen auf meinen Balkon gehängt. Und jetzt hat ein Windstoß mir ausgerechnet deine Unterwäsche auf den Balkon von dem Brummkreisel rübergeweht. Brummkreisel? Ach ja, den kennst du nicht, die Creme da drüber. Ha, freiwillig gibt er den Wäsche sicher nicht zurück. Weil mir hatte heute Morgen schon so ein Äscher. Aber ich lass mir was einfallen. Du machst jetzt fertig und kommst zum Frühstück rüber. Ja? Alles klar, bis Danke. gleich. Ein Mist, was machen wir da? Und bleibt eine alte Das ist Krämerseele. ja recht, Onkel Erich. Jetzt krieg dich wieder ein. Ich richte mich erstmal häuslich ein. So, also wir müssen ja noch das Bett überziehen, gell? Und die Bettwäsche Ja, ist im ist Schrank. recht, Onkel Erich. Das wird sich alles weiß. Ja, und wir haben ja jetzt massenhaft Wenn du Zeit. fertig bist, gell, dann kommst du zum Frühstück rüber. Herr Meister, und ich sage Ihnen, die hat einen Untermieter da in der Kammer. Ja, das wollen wir gleich haben. Aber sagen Sie nicht, dass ich das gesagt habe. Man will ja nicht als Drahtstand Ja, dastehen. schon gut. Ja, ich gehe ja schon. Ach, das wollte ich Ihnen auch noch sagen. Neulich hat sie beim Metzger Carstens Ei gekauft. Das ist doch unverschämt, wo man den Metzger im Haus hat. Ja. Ja, ich gehe ja schon. Zu Haus ist sie, das weiß ich ganz genau. Es ist eine Unverschämtheit, einfach nicht aufzumachen. Jetzt doch endlich mal in die Wohnung, das hier regel ich schon Ja, allein. ich gehe ja schon. Hilflich sein. Alarmschläge? Ach, der Herr Meister. Warum dann so stürmisch? Ich müsste mal mit Ihnen reden, Frau Rehbach. Ach, ich hab gedacht, Sie wollen probieren, ob mein Klingel noch geht. Sie haben einen Untermieter. Ach ja. Und deswegen quälen sich die 3 Stockwerke hoch? Das wäre aber nicht nötig gewesen, Herr Meißner. Denn stell dich mal vor, ich hab's schon selbst bemerkt. Sie wissen doch, dass das nicht erlaubt ist. Ach, Herr Meißner, was ist alles auf der Welt nicht erlaubt? Und die Leute machen es trotzdem. Fassen Sie sich mal an Ihr eigenes Nas, zum Beispiel. Einer Frau in den allerwertesten Kneipe, wenn sie gerade beim Treppeputzen ist. Oder zu nachtschlafender Zeit mit dem Fläschchen Wein unterm Arm die Treppe hochschleiche, wenn die Eichenfrau verreist ist. Oder zum Beispiel im Treppenhaus so rumlungern und horchen. Und dann mit dem Gehorchte gleich losrennen und rausposaunen, was die anderen Leute sich zu sagen haben. Als ob mich das interessiert. Die sind ja los, jetzt zu Ihnen, Herr Meister. Was haben Sie noch im Herzen? Ja, wirklich, ich komme welche im Untermieter, Frau Rehbach. Das geht doch nicht, dass ihr ohne meine Genehmigung einfach fremde Leute hier aufnehmen. Warum geht denn das Ja, nicht? liebe Frau Rehbach, verstehen Sie das doch nicht? Wir kriegen doch Schererei mit der anderen Hausbewohner. Das geht doch nicht. Sehen Sie, ich will doch nur das Beste für alle. Ja, Herr Meister, jeder will immer nur das Allerbeste. Ich komm ja schon. Na, verstehe ich. Jedenfalls der Untermieter muss wieder raus. Ich kann es aber nicht zulassen, ich hab welche der anderen Leute. Ach, Herr Meißner, Sie kümmern sich doch sonst auch nicht darum, was die anderen Leute sagen. Sonst wären Sie mir so auf die Boot Das hat eingelaufen. damit nichts zu tun. Und ob das damit was zu tun hat. So, jetzt gehen Sie mal wieder schön in die Metzgerei, die Kundschaft wat. Und kommen Sie heil die Treppe runter. In der 2. Etage ist es Geländerlose. Und damit Sie Bescheid wissen,
Der Untermieter bleibt. Ah, schön, dann werde ich dasselbe schriftlich machen. Das ist doch eine Unverschämtheit, wie Sie mit mir umspringen. Wirklich, das geht doch nicht. Eieiei, versuchen Sie hier ältere Dame Zeitungen aufzuschwatzen? Ja, wenn Sie von so einer Drückerkolonne sind, dann können Sie sich gleich mal selber verdrücken, und zwar ganz schnell. Hören Sie mal die Frech, junger Mann, ich bin hier der Hausbesitzer. Ach, Sie sind wohl der Untermieter, da können Sie gleich mal wieder ausziehen. Ich denke ja gar nicht dran. Ups. Herr Meißner. Michael, Herr Oder Meißner. war schon Herr Krämer? Mosche, Herr Meißner. Ja, ich Wo weiß schon, Herr Krämer, welcher dem Untermieter? Ja, so ist Da machen es. Sie sich mal keine Sorge, Herr Krämer, das werde ich schon alles regeln. Oh, das ist aber nett von Ihnen, Der Herr junge Mann Meißner. da, der weiß auch schon Bescheid. Ja, der weiß Bescheid. Ich komme! Gott, noch mal. Wird doch gelacht, wenn wir endlich Ordnung ins Haus bekämen. Sag ich aber auch. Ordnung muss sein. Moment mal, Du was sag mal, habt ihr was da? sehe ich denn da? Gibt's da was ich wissen soll? Was überhaupt nicht, wo ihr redest, du Dummbabbler. Der lag auf meinem Balkon, auf meine Karnickel stellen. Was? Ach, was wollen Sie da schon wieder? Ist es Ihren Fetze da? Erstens ist das kein Fetzen, sondern ein Spitzenunterhemdchen. Und zweitens gehört's mir nicht. So, auch noch Lüge. Hä? Es ist einfach vom Himmel herabgeschwellt auf meine Karnickelstelle gelandet. Deswegen sind meine Karnickel komplett durcheinander. Dann müssen Sie Ihr Karnickel mal aufklären. Das machen Sie doch keinen Käse. So ein Blödsinn. Außerdem haben Sie zwei von meinen Blumen abgebrochen. Kannst du was dafür, wenn der Blumendiebe so wackelig auf dem Balkon rumstehe? Sie müssen öfter gießen. Die Gieße, die fehlt doch auf jeden Toppendeckel. Ich gieß, wann ich gieß. Komm, Onkel, es lohnt sich doch nicht, sich über so Lappalie aufzuregen. Ich lass mich doch nicht provozieren da. Wer provoziert Sie doch? Sie- Sie haben doch angefangen. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Und den Hauswirt haben Sie mir auch auf der Hals Das gehetzt. ist doch gar nicht wahr. Haben Sie nicht gesagt, Sie wollen sich beschweren, weil ich meine Kammer untervermietet Ich habe? hab gesagt, ja. Ja, und damit hat doch der Krach angefangen. Was kümmern Sie sich eigentlich um meine Angelegenheiten? Aber jeder meint, mit der alleinstehenden Frau kann man es ja machen. Aber nicht mit mir, Herr Krämer. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Frau Batsch, der ist hat gesessen. Gesäße, ja. Wie stehe ich denn jetzt da? Hm? Das hat ja auch noch recht. Ich habe jetzt meine Kammer auch an dich abgegeben, obwohl mir das laut Mietvertrag absolut verboten ist. Ja, ich verstehe schon, Onkel. Und du als ehemaliger Beamter kannst dich natürlich auf gar keinen Fall darüber hinwegsetzen. Ja, so ist es. Ja, da bleibt mir wohl gar nichts anderes übrig, als meinen Kram wieder zu packen. Moment mal, hat der Meister nicht gerade gesagt, dass er sich darum Ja, kümmert? komm, Onkel, lass mal, ist schon in Ordnung. Ich finde schon was anderes. Wo willst du denn hin? Ins Hotel? Ist doch viel zu teuer. Red doch noch mal mit deinem Vater. Onkel, rausgeschmissen ist rausgeschmissen. Ausgeschmissen, das musst du doch verstehen. Du mit deine 30 Jahre. immer Ja, noch ich daheim. weiß, Hotel Mama. Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Sondern? Ich habe einfach keine Lust mehr, in so einem rückständigen Betrieb wie in dem von meinem Vater zu arbeiten. Ja, wenn ich mal eine neue Maschine anschaffen will, da ist gleich, das haben wir früher nicht gebraucht, das brauchen wir heute auch nicht. Und die Konkurrenz ist uns schon weit voraus. Ja, Wasserkissen pfeift. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Komm. Guten Morgen. Mosche, Morgen. guten Morgen. Ach, sagen Sie, gehört das da zufällig Ihnen? Ja, das ist meins. Das ist auf euren Balkon rübergeflogen. Na? Danke. So leicht können wir uns das aber nicht machen. Ja, da müsst schon kleine Finderlohn dabei rausspringen. So. Und an was hast du da so gedacht, wenn ich fragen darf? Naja, wenn du zum Beispiel heute Abend mit mir ins Kino gehst. Ach, legst du immer so ein Tempo vor? Das ist eine schnelllebige Zeit. Dann behalten. Ich bestimme schon gern selbst das Tempo. Ja, wenn du so weitermachst, dann bin ich in 14 Tagen Großmutter. Also auf den Mund gefallen bist du jedenfalls nicht. Wohnst du auch hier im Haus? Auch? Du etwa auch? Ja, da, bei meinem Onkel. Und ich wohne da? Ja, das sind wir ja sozusagen Nachbarn. Sozusagen ja. Na dann, auf eine nette Nachbarschaft. Mit wem habe ich dann das Vergnügen? Ich heiße Heike Hoffmann und wohne als Untermieterin bei der Frau Rehbach. Moment mal, Hoffmann? Du bist mir jetzt nicht irgendwie zufällig verwandt mit dem Autohaus Hoffmann. Treffer, das ist mein Erzeuger.
Das ist ja ein Ding. Und jetzt bist du so perplex, dass du mir noch nicht mal sagen kannst, wer du eigentlich bist. Ja. Nein, ich meine natürlich, ich heiße Krämer, wie mein Onkel. Michael Krämer. Freut mich, Michael. Hallo. Hallo. Michael, schauen wir mal zum Frühstück. Mein Onkel. Eierwelle ganz. Guten Morgen. Hallo. Ist in Ordnung, Onkel, ich komme sofort. Onkel. Ist dann in Ordnung, du könntest dann schon mal einen Kaffee einschenken. Ich bin in 2 Sekunden da. Kaffee, ja. Hier, dein Schmuckstück. Ach, ganz ohne Bedingung. Ganz ohne. Ja, jetzt, wo ich weiß, wer du bist, würde ich es niemals wagen, dich ins Kino einzuladen. Und wenn ich annehmen würde? Ja, nicht auszudenken. Ja, dann klopf einfach, wenn du fertig bist. Ja? Also dann? Also ich habe den Kaffee schon mal eingeschenkt. Ja. Ja, Onkel, was ist? Wolltest du nicht Kaffee trinken? Ja, ja. Also, Wir wohnen hier. ja, Frühstück. Du, und ich hab's mir überlegt, Onkel, ich bleib jetzt doch hier wohnen. Was? Ach, Heike, gerade wollte ich zum Frühstück Da rufen. bin ich. Ach, wieder. Ich gehe jetzt mal nur zum Metzger frühstücken. Was seid ihr dann? Wir machen jetzt Frühstück. Was denn schon wieder? Das ist alles für mein Geld. Herr Meißner, das habe ich mit meiner eigenen Augen gesehen, dass der Krämer das Licht im Keller hat brennen lassen. So geht's ja auch nicht, gell? Das ist bei denen hohe Stromkosten. Und wer bezahlt? Die Hausgemeinschaft, ne? Na, ja, Sie haben es ja auch nicht leicht mit Ihren teuren Reparaturen, gell? Aber wenn ich hier nicht auf alles aufpasse, Ja, dann... schon gut, aber wenn wir gerade unter uns sind, Frau Lautenschläger, denken Sie doch gelegentlich mal dran, Ihr Konto im Laden auszugleichen, sonst konnte ich Ihnen leider nichts mehr anschreiben. Sie bekommen ja Ihr Geld. Ich habe noch 2 Rade da von dem Flachbildschirm abzubezahlen. Aber es wird einem ja nichts gegönnt. Ja, davon ist doch kein Rede, aber man darf man hier über seine Verhältnisse leben. Da versucht man ehrlich durchs Leben zu kommen und dann wird einem nur Neid und Missgunst entgegengebracht, wenn man sich mal was Neues gönnt. Ich schrie mich ja auch nicht auf, dass die da ihr Kammer für 200 € vermietet. 200 €? Hat sie mir selbst gesagt. Das ist ja Wucher. Die heißt nicht Rehbach, die heißt Reibach. Ja, ja, die Notlage ihrer Mitmenschen ausnutzen, das kann sie. Wer weiß, wer die uns hier ins Haus geschleppt hat. Jetzt weiß ich auch, wer mir morgens mein Brötchen tut vor der Tür wegklaut. Ja, jetzt machen Sie doch mal halblang, Frau Lautenschläger. Sie können doch hier nicht die wildeste Gerüchte in den Umlauf bringen. Woher wollen Sie es dann wissen? Es liegt doch ganz klar auf der Hand, Herr Meißner. Sie müssen was unternehmen. Mit so zwielichtigen Gestalten möchte ich nicht unter einem Dach leben. Ja, schon gut. Jetzt gehen Sie endlich mal in Ihre Wohnung. Das hier werde ich schon allein regeln. Was ist denn das für ein Das Brief? ist Ihr Kündigung. Meine Kündigung? Nein, die von der Frau Rehbach. Wenn sie einen Untermieter nicht rausschmeißen will, dann muss er eben ausziehen. So ist es gut, so hätte ich es auch gemacht. Sagen Sie der nur mal ordentlich Bescheid. Aber sagen Sie nicht, dass ich das mit denen 200 € gesagt habe. Man will ja nicht als Drahtstande dastehen. Ja, jetzt ne? mach ich mal runter. Ja, ich gehe. Frau Lautenschläger. Ja? Vergessen Sie bloß nicht, die Wohnungstür von innen zuzumachen. Also, als ob ich neugierig wäre. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Hallo. Hallo. Ja, was sind jetzt Sie? Erstmal wollen Sie doch sicher Guten Morgen sagen, nicht? Ja, natürlich, gute Masche. Guten Morgen, Herr. Meißner, Bernd Meißner, ich bin hier der Metzger, also der Hausbesitzer, und Metzger. Aber jetzt komme ich als Hausbesitzer, ja. Ist ja die Frau Rehbach nicht da? Doch, aber sie frühstückt gerade. Ist es denn eilig? Ja, nein, doch, ich müsste ihr da nämlich einen Brief übergeben. Ach so, den können Sie mir doch auch geben. Nein, den will ich ihr schon lieber persönlich geben, nachher behauptet sie, dass sie ihn gar nicht bekommen hätte. Ist das denn ein so wichtiges Dokument? Jawohl, das ist ihre Kündigung. Wie bitte? Ihre Kündigung? Ja, warum denn das? Ja, weil, verstehen Sie mich jetzt richtig, ohne meine Genehmigung ist hier eine fremde Person in Ihr Kammer eingezogen. Ach so, und deshalb muss sie jetzt sofort aus der Wohnung raus? Na gut, dann geben Sie mal her. Sie haben jetzt ja einen Zeugen, dass Sie den Brief abgegeben haben. Ja, wen dann? Ja, mich doch. Ach so, ja, sind Sie dann mit ihr verwandt oder so? Nein, leider nicht. Ich bin die fremde Person, die in die Kammer gezogen ist. Ach so, ja, aber was Sie sind das?
Ja, tatsächlich. Die Frau Rehbach war so freundlich, mich bei ihr aufzunehmen. Ich meine, das ist doch sehr nett von ihr, oder? Naja, das war ja nun leider ein sehr kurzes Vergnügen. Ja, aber vorhin waren Sie doch noch ein junger Mann. Ganz bestimmt nicht. Ich bin von Anfang an ein Mädchen gewesen. Das weiß ich ganz genau. Ja, das konnte ich natürlich nicht wissen. Dann behalte ich den Brief doch immer lieber bei mir. Gell? Ist ja nicht so wichtig. Na sehen Sie, habe ich mich ja doch nicht in ihn getäuscht. Ja Gott, man will ja den gleichen Menschen ins Unglück stellen. Ja, oh, das ehrt Sie kolossal. Herr Meißner, finde ich cool. Cool, ja. Also dann nichts für ungut. Ich will dann mal wieder auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft. Ja. Tschüss. Tschüss. Nettes Mädchen, kann man nicht anders sagen. Du, was kommen wir doch hier auf die Straße? Herr Meißner, habe ich hier ordentlich die Meinung gegeigt? Hab ich, ja. Aber Sie waren ja so leise, ich habe kein Wort verstanden. Welche Ihnen bringe ich doch nicht durchs ganze Haus. Ah, da haben Sie schon wieder auf der Lauer gelegen. Der Lauer gelegen, einer muss ja gucken, was hier passiert. Was hat sie dann gesagt? Sie hat gesagt, dass sie sich nicht um Sache kümmern solle, die sie nichts angehen. Das hat sie gesagt. Ich komme! Und Sie lassen mich jetzt endlich mal in Ruhe. Wenn es hier im Haus was zu regeln gibt, dann regle ich das schon von selbst. Da brauchen Sie Ihre Nase überall reinzustecken. Alles muss man hier selber machen, aber am Bett nicht. Also ich habe doch gar nichts gesagt. Na, das kann ja noch ein schöner Zirkus geben hier im Haus. Ein Glück, dass ich da damit nichts zu tun habe. Vor und zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Vor und zurück. Sehr schön. Vor und zurück. Vor. Na, Frau Rehbach, ja jetzt putzen Sie ja doch die Treppe. Sie sind die Woche ja gar nicht dran. Wir können doch hier oben nicht im Dreck ersticken. Also ich hätte es nicht gemacht. Da beschwert er sich beim Meißner über Sie und da putzen Sie auch noch die Treppe für den Emselkalter. Stehen Sie dann immer vor den Füßen rum. Ich hab's eilig. Ja, ich auch, gell? Also beim Meißner kaufe ich nicht mehr ein, so wie der Sie behandelt hat. Ach, haben Sie schon gehört, die Galles und habe jetzt auch einen Flachbildschirm. Über 1 Meter groß. So. Möchte mal wissen, wie die das machen, ne? Der verdient doch so viel nicht da bei der Straßenbahn, das müsse ich alles vom Mund absparen, ne? Ja, die solle ja auch mehr Schulter als Hahn auf dem Kopf haben. Es ne? geht mich nichts an. Ich kümmere mich nicht um die anderen Leute. Ich auch nicht, aber wundern tut's mich trotzdem, ne? Wie ist denn das jetzt mit Ihrem Untermieter? Muss er jetzt raus? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, was der Meißner mir gesagt hat? Wenn die Frau Rehbach ihren Untermieter nicht unverzüglich rausschmeißt, dann muss er eben selber raus. Ich kündige ihr und reiche die Räumungsklage ein. Das hat er wörtlich gesagt. Da hab ich dem aber Bescheid gegeben. Das hab ich gesagt. Sie wolle eine alleinstehende Frau auf die Straße setzen. Ja, schäme Sie sich denn nicht. Das hab ich ihm gesagt. Ich muss jetzt erst einmal die Matte aufkloppen. Ja, bei dem Wetter, gell, wird viel Dreckerei geschleppt. Da haben Sie recht. Es gibt noch immer wieder welche, die können sich da ohne die Schuhe abputzen, wie sie wollen. Die schleppen den Dreck trotzdem ins Haus. Was wollen Sie denn da damit sagen, Frau Rehbach? Ach, Sie stecken ja heute wieder voller Spitze. Geputzt, braucht sich das Gemecker von der da nicht mehr anhören. Ja, sowas. Vielen Dank. Was bin ich Ihnen schuldig? Ach, wer hätte dann davon bezahlen? Wollen Sie mich beleidigen? Ach, kommen Sie, dass Sie sich mir gegenüber nicht verpflichtet fühlen. Geben Sie mal 10 € und die Sache ist aus der Welt, gell? Ja. Was gibt's denn noch? Ach, Herr Krämer, haben Sie schon gehört? Sie soll ja jetzt aus Ihrer Wohnung raus. Frau Riebach? Ja, wieso denn? Wegen dem Untermieter. Also das ist ja auch nur recht und billig, wenn ja jeder machen könnte, was er wollt. Das dafür muss man ihr doch nicht gleich die Wohnung Sie kündigen. haben doch den Erschad da davon. Nein, da muss man hart durchgegriffen werden. Was Recht ist, muss Recht bleiben. Gell? Übrigens, der Metzgermeister Meißner, den haben Sie jetzt auch am Wickel. Wieso? Der soll was in die Wurst getan haben, Nitribit oder sowas Ähnliches, gell?
Ich kauf bei denen nicht mehr und Sie sollte das auch nicht tun, gell? Aber wenn ich Ihnen was aus der Stadt mitbringe, das mache ich gerne, ne? Was ist denn das? Ja, das gibt's doch, das ist eine Unverschämtheit, wo das Haus so hellhörig ist. Sagen Sie mir doch nur mal ordentlich Bescheid, lassen Sie sich das doch nicht gefallen. Aber warten Sie, bis ich unten bin, sonst heißt wieder, ich hätte Sie aufgehetzt, gell? Nix gefallen lassen, Herr Krämer, nix gefallen lassen. Guten Morgen, Herr Krämer. Ich habe schon leise gemacht. Nein, ist schon in Ordnung. Doch, ich weiß. Gestern Morgen war das ja auch... Gestern war ich ein bisschen nervös. Ich habe es auch gar nicht so gemeint und ich wollte mich eigentlich dafür entschuldigen. Also bitte als kleine Wiedergutmachung sozusagen. Oh, danke schön. Wow. Herr Krämer, Sie können ja richtig nett sein. Ja. Ich dachte, Sie wären so ein Grummelkopf. Ja? Nein, also Frau... Sie... Sagen Sie Heike zu mir, ja? Ja, gerne. Heike, wow, Hallo. wow. Ja, Heike, ich hätte noch so einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Das dürfen Sie aber nicht falsch verstehen, ja? Also ich bin erster Vorsitzender vom Kaninchenzuchtverein Klopfer e.V. in Nied. Und wir haben heute Abend eine kleine Feier mit einer riesen Tombola. Und wenn Sie ein bisschen Zeit und ein bisschen Lust hätten, also eine Karte hätte ich noch für Sie. Ja, Herr Krämer, also Kaninchenzuchtverein, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Ja, das haben schon manche gedacht, gell? Aber wir sind doch keine Vereinsmeier. Wir haben ja sogar einen Professor und einen Studienrat dabei. Alles nette Leute. Ja. Die bringen alle ihre Kinder mit. Und eine Band haben wir mir auch engagiert hier, ja, die Rote Rammler, ne? Und dann die Tombola. Oh, so eine Tombola, ja? Erster Preis ein Motorroller, zweiter Preis Flugreise, Mountainbikes, Inliner, Präsentkörper, das lässt sich doch hören, oder? Na, sieh mal einer an. Das hört sich ja nach einem richtig großen Fest an. Oh. Geht Ihr Neffe auch hin? Ja, nein, der wollte heute in die Batschkap. Soll ich den mal fragen? Ach ja, wie Sie wollen, aber wissen Sie was? Ich tue Ihnen den Gefallen. Ich begleite Sie. Ach, das ist aber nett, da freue ich mich. Also ja? bis heute Abend. Bis Heike. heute Abend. Pardon. Und Heike, ja, Herr Krämer? machen Sie die Musik ruhig ein bisschen lauter. Ich denke, wir waren doch alle mal jung, oder? Heike, mach die Musik aus! Sonst kriegt doch der Brummkreisel wieder seinen Rappel. Ach was, den stört das nicht. Der hat mir sogar gerade eine Schachtel Konfekt geschenkt. Was hat er? Ja, sozusagen als Versöhnungsgeschenk. Und ausgehen will er auch mit mir. Guck doch mal, der alte Kater. Aber sei vorsichtig, die älteste Bett kann die stärkste Hörner. Ach was, Rosel, der ist doch aus dem gefährlichen Alter raus. Auch der Herbst hat noch warme Tage. Keine Angst, ich kann mich schon wehren. Naja, du bist ja alt genug. Pass auf, ich koche jetzt einen Kaffee, dann kommst du rüber. Ich habe uns einen guten Käsekuchen gebacken. Oh, super. Ich muss nur noch schnell einen Brief fertig schreiben und dann komme ich, ja? Ist gut. Bis gleich. Ja, gut. Männer. Ist die lauten Schläge. Oh, hab ich doch richtig gehört, dass Sie das sind, der dort die Treppe Was aufdacht. wollen Sie dann schon wieder? Sie haben wohl nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag aufzupassen, wer die Treppe aufgeht. Einer muss ja hier aufpassen, was in dem Haus vor sich geht. Ich wollte Ihnen auch nur noch sagen, gell, dass die Frau Rehbach ihr dreckige Fußmatte ohne im Flur ausgekloppt hat. Und mir schleppe der ganze Dreck da in unser Wohnung. Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe das selbst gesehen, wie sie die Fußmatte am Zaun ausgekloppt hat. Dann war das jemand anders. Warten Sie, was machen Sie hier oben? Ist es wegen dem Untermieter nur gut, dass Sie nicht nur der Metzger sind, sondern auch der Hauswirt? Da können Sie an die Luft setzen, wen Sie wollen, Oh ne? ja, ich weiß auch ganz genau, wenn ich zuerst an die Luft setze, Date. Und wenn Sie jetzt mal so freundlich wären und verschwinden, dann wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Sie müssen ja nicht alles mitkriegen. Ich wollte Ihnen nur sagen, der Herr Krämer will nicht mehr bei Ihnen einkaufen. Ja, jetzt mach ich mal auf den Weg. Was stehen Sie denn als mit den Händen auf dem Rücken da? Weil mir die Hosenträger gerissen sind. Ach, die kann ich Ihnen doch festmachen. Nein, lassen Sie Ihr Griffen von
von mir. Wenn Sie nicht sofort verschwunden sind, lasse ich auf der Stelle die Hose fallen. Sie sind ein Müsli. Geht man immer an die Hosenträger. Altes Drahtschweib. Oh, hallo Herr Meißner. Was verschafft mir denn diese Ehre? Das ist ja nur, weil ich Ihnen Unrecht getan habe. Sie mir? Naja, nicht direkt, aber immerhin, ich wollte Sie auf die Straße setzen. Ach was, doch, Herr doch, 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 Meißner. doch, das war nicht ganz fair von mir. Das muss ich wieder gut machen. Und dafür habe ich Ihnen so einen kleinen Blumenstrauß mitgebracht. Oh, danke schön. Ich werde ja richtig von Ihnen verwöhnt. Ist doch nicht der Rede wert. Ja, und dann hätte ich auch noch so ein klar Fleischwurst. Willst du die beste Fleischwurst schmausen, dann gehen zum Band nach Sachsenhausen. Ja, Herr Meißner, das ist wirklich super lieb von Ihnen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das jetzt sagen soll. Ich bin Vegetarierin. Ja, sowas soll vorkommen, gell? Sie können sich ja eingefrieren, wenn mal ans kommt. Hältst bis Weihnachten. Gut, danke schön. Aber eigentlich sollte das ja die Frau Rehbach bekommen, nicht? Die wollten Sie auf die Straße Aber setzen. doch ihretwegen. Ich meine, das sieht ja jetzt alles ganz anders aus. Ich meine, sie hat mir alles erzählt und ich bin ganz ihrer Meinung. Da muss man doch was machen und deswegen die kleine Aufmerksamkeit. Dankeschön. Herr Meister, das ist ganz, ganz lieb von Ihnen. Also wenn ich mal was für Sie tun kann. Naja, ich weiß ja nicht, ob ich Ihnen da damit kommen kann, aber sehen Sie, Fräulein Heike, wir haben doch heute Abend das große Fest vom Kaninchenzuchtverein. Ich bin da der zweite Kassierer und da habe ich mir gedacht, wenn Sie Zeit, ein bisschen Lust hätte, also ein Catcher hätte ich noch für Sie. Oh, gerne, Herr Meißner. Also wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann. Was war aber wirklich eine große Freude, gell? Das wird auch ganz lustig. Und noch was, also Ja. wenn Sie mal ein Problem haben, also wenn irgendwas hier repariert werden soll in Ihre Kammer oder so, dann sagen Sie mir nur Bescheid. Dankeschön. Ich kann es doch von der Steuer absetzen. Ach so. Ja, wenn das so ist, dann dürfte ich Sie vielleicht gleich mal um einen Gefallen bitten. Ja, na klar, mit dem größten Vergnügen. Wissen Sie, ich habe gesehen, dass es bei der Frau Rehbach ganz schrecklich in die Küche reingeregnet hat. Vielleicht könnten Sie das mal reparieren lassen. Ich meine, jetzt, wo die Arbeiter sowieso im Haus sind und Sie es doch von der Steuer absetzen können. Bei der Frau Rehbach, ja. Ja, sehen Sie, Frau Rehbach hat nur so eine ganz, ganz kleine Rente, sonst hätte sie es bestimmt schon selbst machen lassen. Und Ihnen macht es doch nichts aus, Herr Meißner. Ja, nein, Na, aber... sehen Sie, habe ich mir doch gleich gedacht, dass Sie nicht so sind. Ja, so einen Hausbesitzer wie Sie, den muss man ja noch mit der Lupe suchen, der so sozial eingestellt ist. Was meinen Sie, wie die Frau Rehbach sich freuen wird? Das ist so lieb von Ihnen. Ach, da müssen wir gleich morgen früh die Küche ausräumen. Wenn Sie meinen, also dann bis später. Ich halte Ihnen nach dem Platz frei. Das ist lieb von Ihnen. Dankeschön. Wiedersehen, Fräulein Heike. Tschüss. Ach, Herr Meißner. Noch was? Vergessen Sie nicht, die Handwerker zu informieren. Ja, das werde ich gleich machen. So hatte ich mir das eigentlich nie vorgestellt. Hotzhauser, können Sie nicht aufpassen? Langsam, langsam. Sind Sie nicht der Mann von gestern Waschen? Darf ich mal wissen, was ich oben noch zu suchen habe? Dürfen Sie. Sie dürfen heute überhaupt alles, was Sie wollen. Ich bin nämlich allerbester Laune. Das können Sie aber anders sein, nicht unbedingt hier in meinem Haus. Aber gerade hier bei Ihnen im Haus fühle ich mich sauwohl. Das ist mir schnurzpiepegal. Sie haben mir immer noch nie gesagt, was ich hier zu suchen habe. Ja, ich wohne hier. Nein, mein Lieber. Ich kenne nämlich inzwischen den Untermieter. Sie sind der Brötchen oder der Klauer. Wer bin ich, der Brötchentutte-Kleiner? Jawohl, seit Tagen verschwindet bei der Frau Laugenschläger jeden Mal schon die Brötchentutte. Was Sie dann da für einen Schwund? Ich klau doch kein Brötchentutte. Und damit Sie ein für alle Mal ganz klar sehen, ich wohne wirklich hier. Da, bei meinem Onkel. Was dann beim Krämer? Das ist Ihr Onkel. So ist es. Das wird ja immer schöner. Hier macht ja jeder, was er will. Als ehemaliger Beamter sollte eigentlich wissen, dass das verboten ist. Weiß er auch. Aber was will er machen, wenn ich einfach nicht wieder ausziehe? Das wollen wir ja sehen. Wenn ich hier der Hausmeister, Hauswirt oder Ihren Onkel. Sie hören noch von mir, junger Mann. Hausmeister, Ja, Hauswirt, Metzger, das ist das einzige Multitalent. Ach, Michael. Grüß dich, Heike. Na? Du siehst ja so glücklich aus. Bin ich auch. Du, stell dir vor, ich habe einen neuen Job. Ja, gratuliere, wo denn? Und jetzt halte ich fest. Autohaus Hoffmann. Bei meinem Vater. Ja, natürlich bei deinem Vater. Ja, als was denn, um Gottes Willen? Na, als Kfz-Meister. Und zur Feier des Tages habe ich
ich mir erlaubt, 2 Karten zu besorgen für heute Abend. Für das große Fest vom Kaninchen. Kaninchenzuchtverein. Woher weißt du das? Ach du, das habe ich immer so gedacht. Wer hast Lust, mit mir dahin zu gehen? Das soll ihm ja ganz lustig sein. Und mein Onkel ist erst der Vorsitzende. Du, Michael, das ist ganz lieb von dir, aber leider habe ich keine Zeit. Was? Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich schon eine Einladung habe für heute Abend. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Was willst du da auf so einem Kanickelball? Alles Spießer. Willst du damit sagen, dass dein Onkel auch ein Spießer ist? Wieso? Na, dein Onkel. Der ist doch der erste Vorsitzende vom Kaninchenzuchtverein. Und er war so freundlich, mich einzuladen. Er hat mir gerade eben eine Karte geschenkt. Mein Onkel hat was? Ja, und vom Meißner habe ich auch eine bekommen. Das ist ja ein Ding. Tja, ich bin halt ziemlich gefragt. Und mit denen 2 Knalltüte gehst du jetzt da zum Kanickelball? Ach Quatsch, Michael. Ich gehe natürlich mit dir hin. Aber die Karten kommen mir trotzdem ganz recht. Ja, wozu dann? Pass auf. Eine für die Rosel und eine für die Lautenschläger. Was meinst du, wie die beiden Herren sich freuen, wenn sie so nette Tischdamen bekommen? Ja, auf die Gesichter von den beiden bin ich gespannt, wenn die Mädels antanzen. Ja, ich allerdings auch. Ach, ich klopf bei dir, wenn ich fertig bin. Michael, Ja? danke für die Einladung. Gern geschehen. Komm, Onkel, mach hin. Grüß dich, Onkel. Grüß dich. Sag mal, bin ich hier verkehrt? Wieso verkehrt? Du siehst so verändert aus, völlig anders. Was ist mit deinem Bart passiert? Ja, abgenommen, wieso? Öfter mal was Neues. Man muss ihn auch nicht älter machen, als man ist. Aber nicht doch, du siehst richtig gut aus. Ja, sag ich doch, ich bin ja schließlich auch kein Tatterkreis. 59 ist doch heutzutage kein Alter mehr, ja? Mach den Mund zu, es zieht. Nimmt er sich den Bart ab, das gibt's doch. Jetzt übrigens, sag. Heike, grad wollte ich zum Kaffee rufen. Was machst du denn da, wenn's fertig ist? Spielst du Osterhase? Ach nein, ist nur eine kleine Aufmerksamkeit. Verdient hat es ja nicht der Brummkreisel. Übrigens, Rose, was ich sagen wollte. Wir müssen deine Küche ausräumen. Du kriegst die Handwerker. Was krieg ich? Du kriegst die Handwerker. Und der Meister wird sogar bezahlen. Aha, er kriegt einen Hund, Junge, Katze. Nein, wirklich, Rose, er hat's mir gerade eben gesagt. Wie hast du das wieder geschafft? Tja, weißt du, Rose, man muss nur den richtigen Ton treffen und schon lassen die sich alle um den kleinen Finger wickeln. Warum sollte man das nicht hin und wieder ein bisschen ausnutzen? Sei vorsichtig, der Meister denkt, er sei ein großer Schwerenöter. Und er hat ein Motto, das heißt, denkste, 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 auch unter Mäusen gibt es Hengste. Rose, ich habe noch was für dich. Für mich? Ja, tata. Was ist denn das? Das ist eine Eintrittskarte für das Fest vom Kaninchenzuchtverein heute Abend. Die hat mir der Herr Krämer für dich abgegeben. Der Brummkreisel. Ja, und er will auch extra einen Platz für dich freihalten, hat er gesagt. Wie kommt er denn da dazu? Ach na, da geh ich nicht hin. Natürlich machst du das. Du kannst doch den Krämer nicht so vor den Kopf stoßen. Und auch mir zuliebe, ich gehe nämlich auch hin. Ja? Ja? Ja, aber ich habe nichts anzuziehen und beim Friseur war ich auch nicht. Ach, Rose, ist ja noch Zeit genug. Ach, bitte. Heike, das ist nichts mehr für mich. Ich war schon über 10 Jahre nicht mehr auf so einem Ball. Rose, dann wird's allerhöchste Zeit, dass du das nachholst. Hm? Du musst mal wieder unter die Leute. Ach, bitte, 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 bitte. Aber dann nur deinetwegen, damit du dort nicht so allein bist. Natürlich nur meinetwegen. Ich wusste doch, dass du mir nichts abschlagen kannst. Was zieh ich denn da bloß an? Pass auf, wir trinken jetzt schöne Tasse Kaffee und gucken in deinen Kleiderschrank und finden was ganz Tolles. Was denn da? Erst die Handwerker, dann eine Kamin. Marge. Ja, bitte? Du Onkel, komm doch mal her, ich glaube, das ist für dich. Wer ist es denn? Was ist das? Er hat hier vor der Tür gestanden, frisch aus dem Backofen. Oh, ich glaube, das kommt von der Lautenschläger. Die hat heute schon mein Trepp geputzt, die gut. Ein bisschen aufdringlich. Ne? Schmeckt aber gut. Onkel, du
hast eine Verehrerin. Aber ich darf doch mal immer Onkel, mir verdammt nochmal. Sie haben es hier gleich geschafft. Noch ein Stockwerk. Machen Sie mir nur nicht schlapp. Och, diese Raucher. Das ist ja Frechheit. Da bist du ja fix und fertig, wenn du oben bist. Wann der Dachs mal so steiche geht, das weiß ich. Hoffmann, was ist denn das für ein Hüt? Haust hier dein Heik? Ich glaub's nicht. Bisschen auffrischen hilft auch nicht mehr hier, die Hüt. Der Peter halte den Kram auch nicht mehr lang zusammen. Gucken Sie nicht so schepp. Ich hab welche. Ist die aus dem 30-jährigen Krieg, hä? Ui, 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 ui. Leitungen auf Putz. So wohnt man ja nicht immer mehr in Offenbach. Obwohl, Hoffmann kennt sich ein bisschen aus, wenn du hier ein bisschen Geld in die Hand nimmst, kannst du aus der Bruchbude was machen. Die ganze Krempel hier auf der Sperrmüll, die Miete all raus und Luxuseigentumswohnungen rein. Die 4 Türen macht 2 draus, geht alles. Sowas läuft in Frankfurt wie geschmiert. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Sie sind nicht von hier, gell? Ich kenne Sie gar nicht. Sind Sie von einer Behörde? Na, ich bin von der Heilsarmee. Von der Heilsarmee. Also das finde ich schon jetzt nicht, dass Sie da eine alleinstehende Frau mal unter die Arme greifen wollen. Aber verdient hat sie das eigentlich nicht. Stellen Sie sich schon mal vor, da sitze ich mit meinem Mann auf dem Balkon beim Mittagessen und da schüttelt die ihr Staubtuch da über uns aus und der ganze Dreck auf meine Grünsoße. Frauchen, schwätze sie mir nicht die Ohren voll. Ich komme mir vor wie daheim. Damit jetzt klar ist wie Kloßbrie, ich will von Ihnen nur wissen, wo die Frau Rehbach wohnt. Aus, fertig. Ja, hier, da wohnt sie doch, Reba. Warum doch nicht gleich? So, ich gehe jetzt runter mein Essen machen. Es gibt grüne Soße. Das interessiert mich nicht, was Sie zu Mittag essen. Tatsächlich, Rehbach. Da wollen wir mal. Noch etwas. Von uns zwar ist hier abends zu viel. Machen Sie mal den Abgang und kochen Sie Ihrem Alfred eine schöne Suppe. Otto heißt er. Kostet egal, gut Suppe soll er machen. Also, das ist ja vielleicht ein Kotzbrocken. Kotzbrocken, das habe ich gehört. Dito. Otto! Da muss der Kern gesund sein bei der Frau. Sowas lebt und Goethe musste sterben. Ernst der Sache, komm mal hier. Herr Hoffmann? Treffer, Frau Rehbach, der Herr Hoffmann. Ist was passiert? Habe ich vielleicht Ihr Büroräume nicht ordentlich sauber gemacht? Kommen Sie wissen doch genau, warum ich hier bin. Nein, wirklich, ich habe gar keine Ahnung, Herr Hoffmann. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Tacheles retten, ja? Ich gehe schon mal vor in Ihr Nein, das geht ja gar nicht. Ach, bei mir steht doch alles auf dem Kopf, wissen Sie. Ich rede doch die Handwerker. Die Handwerker. Da würde ich noch einen Schreiner bestellen. Der macht so schöne Kistchen. Hier wird nämlich ein Unglück passieren, wann Sie mir nicht sofort sagen, wo meine Tochter ist. Ihr Tochter? Ist dann fort? So scheinheilig können nur Weibsleute sein. Sie wissen doch genau, meine Tochter ist seit 3 Tagen fort und verschwunden. Nein, das weiß ich nicht. Auch vielleicht ist er entführt worden. Ja, entführt. Vielleicht von Ihnen. Ach, von mir. Frau Rehbach, ich werde zum Herrsch. Wann Sie mir nicht sofort sagen, wo ist meine Tochter? Hier. Hab ich's doch gewusst. Frau Rehbach, morgen früh Papieren abholen im Büro, Kündigung. Und du packst sofort der Klamotte und kommst mit heim. Fertig. Nein! Aber Herr Hoffmann, so geht es doch nicht. Sie können mit Rose, den Kindern nicht so umgehen. ich mach das schon. Dankeschön. Was? Du weißt dich heimzukommen? Wie du gehört hast, Machst dich einfach weg vom Acker und dann Vater zu fragen? ich wundere mich sehr, dass du das bei all deinen geschäftlichen Verpflichtungen überhaupt gemerkt hast. Meine Tochter, in dieser 5-Sterne-Absteiche. Ich glaub's nicht. Jawohl, Papa, in einer Bruchbude, in einer ganz kleinen Kammer. Aber ich wohne hier mit Menschen zusammen. Menschen, die ein Herz im Leibe haben und die auch über andere Dinge reden können, als immer nur über ihre Geschäfte. Halt lang, Tochter. Du hast auch Verpflichtungen.
Kür und Pflicht gehören immer zusammen. Das hat schon die Marika Likinius gewusst. Das sagst du mir? Ja, Ja, hast du denn auch nur ein einziges Mal daran gedacht, dass du auch mir gegenüber Verpflichtungen hast? Als Vater? hab ich dir nicht alles gekauft, was du gewollt hast? Als wir noch im Nordend gewohnt haben, hast du das beste Spielzeug von alle Kinder gehabt. Dann sind wir umgezogen, mittlere Hasenfahrt, Sachsenhausen, Villa. Reite, Tennis, Segeln auf dem Edersee, alles habe ich ermöglicht. Die anderen Nachbarn nicht, ich aber. Ich habe die Firma hochgezogen aus dem Nix. 40, 50 Stunden habe ich am Tag runtergerissen. Weißt du, Tochter, eigentlich, wie schwer das ist, die erste Million zu machen? Sauschwer. Aber ich hab's gepackt. Heute heißt es Hoffmann, Autokönig von Frankfurt. Und schon kommen die Schleimis an, die Banken. Jetzt holen sie bei der kleinen Leute das, was sie auf der Welt verzockt haben. Und dann sagen sie, Herr Hoffmann, Ihr Unternehmen sollte an die Börse gehen. Es ist fit, gehen Sie mit. Das gehen Sie mit, kenne ich von Manfred Krug von der T-Aktie. Na, ich werf doch mal einen schönen Betrieb nicht irgendwelche gefräßige Aktionären oder Heuschrecke vor die Fies. Wir bleiben Frankfurter Familienbetrieb. Solide und sehr erfolgreich. Und das alles, für dich, mein einzig Kind. Das musste mal gesagt, dann guck doch nicht so, vor nix kommt nix. Hab ich dir nicht alles bezahlt und gekauft, was du gewollt hast? Ja, das hast du, Papa. No. Ich habe alles gehabt. Aber eins habe ich nie gehabt, nämlich dich. Du hast doch immer nur an deine Geschäfte gedacht und nie daran, dass du auch noch eine Tochter hast. Und jetzt, wo Mama dich verlassen hat... Die kommt wieder. Da fällt dir plötzlich ein, dass ich auch noch da bin? Nein, Papa, ich will mein Leben so leben, wie es mir gefällt, ja. Und wenn ich in einer Bruchbude wohnen muss. Bist du fertig? Du kommst also nicht mit heim? Unter diesen Umständen nein. So. Damit es weißt, damit das klar ist wie Kloßbrühe, ab sofort brauchst du dir keine großen Gedanken mehr über deine Erbschaft zu machen. Die Sub ist gegessen. Und dein Vater siehst du in dieser Bruchbude nie wieder. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber weißt du was? Ich bin jung, ich kann mein Geld selbst verdienen. Ja, wie die Frau Rehbach Putze, gell? Ja, wenn's sein muss, auch das. Hoffmann, jetzt schön ruhig bleibe. Überleg dir das ganz genau. Noch steht dir mein Haus, mittlere Hasenfahrt, Sachsenhausen offen. Aber nicht mehr lang. Irgendwann passt dein Schlüssel nicht mehr in mein Schloss. Ist es klar? Klar wie Kloßbrühe, Papa. Na dann, das mir als König von Frankfurt, das gibt's überhaupt nicht. Heike, willst du doch nicht lieber... Nein, ich will nicht lieber. Ich bleib hier. Und jetzt lass uns das Ganze vergessen und endlich Kaffee trinken. Mir wird ja schon kalt. Herr Krämer, haben Sie es schon gehört? Ja, was denn? Ihr Untermieter ist gar kein Untermieter, sondern eine Untermieterin. Heike, ja. Ja, wie wissen Sie das? Also, stellen Sie sich mal vor, ich habe nicht alles da verstanden, was da erzählt wurde. Es hat Krach gegeben, gell? Also, aber eins, das habe ich gehört. Er hat ein Kind mit ihr. Ja. Ich habe sowas gehört wie, du hast Verpflichtungen als Vater, du hast dich nie um deine Tochter gekümmert, ne? Ach, Sie haben sich die Schnauze abgenommen. Sehr schön, sehr schön. Mir hat er gesagt, er wäre von der Heilsarmee. Das habe ich ihm aber nicht abgenommen. Es ist so. Er ist Generaldirektor, sie ist als Sekretärin und da weiß man ja, wie das da so geht. Das halt passiert, ne? So wie da in der Besenkammer mit dem Bobbele da. Sieht man ja alles im Fernsehen, gell? Wenn das so weitergeht, da haben wir ja bald so dumm und Gomera. Frau Lauteschläger,
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was Sie da alles sagen. Sie werden es noch erleben, gell? So, mit ohne Schnappes. Wunderbar, wunderbar. Ich muss jetzt runter zu der Frau Springer fragen, ob die den Mann kennt. Die weiß immer, was hier im Haus passiert. Frau Lautenschläger, Ja? wollen Sie nicht Ihren Teller wieder mitnehmen? Teller? Den Kuchenteller, den Sie mir vor die Tür gestellt haben. War übrigens prima. Moment mal. Michael, kriegst du mal den Teller da? Michael, wer ist denn der Michael? Mein Neffe, also der ist im Moment zu Besuch. Haben Sie dann so viel Platz da? Ja, wir haben doch die Kammer da, gell? Ach, da schläft er. Da, Onkel. Danke. Da, Frau Lautenschläger. War wirklich prima. Wiedersehen. Wiedersehen, gern geschehen, ja. Ach, das ist doch der Teller von der Rehbach. Da schenkt die dem Kuchen. Das ist ja interessant. Echt Meißner. Ach, Herr Meißner, gut, dass Sie da kamen. Wissen Sie eigentlich, was hier in Ihrem Haus vorgeht? Was geht denn hier vor? Wissen Sie, dass der Untermieter eine Untermieterin... Ja, das weiß ich. Und wissen Sie auch, dass der Herr Krämer einen Untermieter hat? Das weiß ich auch. Und wissen Sie auch, dass die Wand an Wand schlagen? Und? Ja, aber dann fragen Sie doch, na und? Wenn Sie nicht sofort die Polizei rufen, dann mach ich das. Gar nichts, wenn Sie, haben Sie mich verstanden? Ich möchte überhaupt mal wissen, was ich hier oben zu suchen habe. Sie waren doch im Parterre, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, einer muss doch aufpassen, was hier vor sich geht. Und was machen Sie denn hier? Was hat denn das zu bedeuten? Ich wollte mal nachgucken, wo Sie durchriechen. Schließlich bin ich ja der Hauswirt, oder? Riecht ja gar nicht. Nein, aber es kann jeden Augenblick anfangen. Haben Sie Ihr Hoseträger immer noch nicht repariert? Nein, aber von Ihrer blöden Fragerei platzt mir bald nur der letzte Knopf. Ich muss jetzt wieder. Scheiße. Da steckt doch was anderes hinter. Hallo. Ach, sind Sie die Untermieterin von der Frau Rehbach? Ja, richtig geraten. Da hat sie ja ein nettes Fräulein da ins Haus bekommen. Ja, die Frau Rehbach weiß, wen sie sich ins Haus nimmt. Ist sie zu Hause die Gutste? Ja, wollen Sie sich sprechen? Nein, ich wollte ihr nur den Teller dort zurückgeben und vielen Dank sagen vom Herrn Krämer für den Kuchen. Jetzt hat der arme Kerl Sodbrenne. Ach ja, die Frau Rehbach hat selbst nicht viel und dann gibt sie immer noch ab, gell? Es geht ja nichts über eine gute Hausgemeinschaft. Ja, da haben Sie recht, ja. Ach, sagen Sie mal, wer war denn der Herr, der da eben da war? Der sah ja sehr nett aus. Herr? Ach so, den meinen Sie. Ja, der war von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, aber ich glaube, der hat sich im Stockwerk geirrt. Der redete was von einer Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung. So, davon hat er geredet. Ah ja, wer macht dann sowas? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Aber Sie waren ja so laut. Na ja, meinen Sie, ich lasse die Leute hier im Haus beleidigen? Nein, auch wenn jemand von der Polizei ist, hat er nicht das Recht, unschuldige Menschen zu verdächtigen. Nein, das hat er nicht. Ja, 1, 2, 3 hängen sie ein was an und man wird eingesperrt. 3 bis 4 Jahre habe ich mal gehört. 3 bis 4, mir ist so schlecht. Ich muss mich hinlegen, gell? Also dann, Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ach, Frau Lautenschläger. Ja. Fast hätte ich's vergessen. Hier, Was ist denn das? das ist eine Eintrittskarte für das Fest vom Kaninchenzuchtverein heute Abend. Die hat mir der Herr Meißner für Sie abgegeben. Sozusagen als Anerkennung, weil Sie immer so schön hier auf alles aufpassen. Hier bei uns im Treppenhaus. Das finde ich ja jetzt nett von ihm. Ach, da will er sich sicher entschuldigen, weil er mich das letzte Mal so angefaucht hat, gell? Ach, ich könnte ja hingehen, mein Mann hat ja Nachtdienst. Na dann, rein ins Vergnügen, Frau Lautenschläger. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ja. Also das hätte ich dem Meißner jetzt ja nicht zugetraut. Ach, ich habe ja schon lange gemerkt, dass der auch auf mich geworfen hat. Aber das mit der Kriminalpolizei, das kann ja noch heiter werden. Ein Glück, dass ich da damit nichts zu tun habe. Es war so eine lange Nacht, aber ich habe so einen Spaß gehabt. Es hat sich gelohnt. Alle waren von dir begeistert. Oh, hier, halt mal.
Füße brennen vielleicht? Ich glaube, ich habe im ganzen Leben noch nicht so viel getanzt. Ja, aber leider viel zu wenig mit mir. Sag mal, hast du das Gesicht vom Meißner gesehen, als die Lautenschläger sich neben ihm gepflanzt haben und ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen haben? Und dann zick, ist er gerannt. Ja. Ja, so, mach schön Platz. Ist dein Onkel eigentlich schon wieder zurück? Als erster Vorsitzender muss er doch bis zum Schluss bleiben. Wie spät ist es eigentlich? Ja, so 3:30. Schon so spät? Mir ist die Zeit viel zu schnell rumgegangen. Ja. War ein schöner Abend heute mit dir. Also dann sage ich mal gute Nacht. Nehmen wir hier den Kollegen. Nacht, ihr zwei. Ja, du und dein Hauptgewinn. Ach du liebe Zeit. Was denn jetzt? Ich habe ja gar keinen Schlüssel. Naja, wo ist er dann? Ah ja, den habe ich doch der Rose gegeben, weil ich keine Tasche dabei hatte. Ach, das ist ja eine schöne Bescherung. Was machen wir jetzt? Ja, und jetzt? Oh, ich bin so müde, dass ich umfallen könnte. Meine Füße. Ja, da bleibt uns wohl gar nichts anderes übrig, als für heute Nacht die Betten zu tauschen. Wie meinst du denn das? Ja, du schläfst da in meiner Kammer. Ja, und du? Ich warte hier auf der Treppe, bis die Rosel und der Erich kommen und dann lasse ich mir den Schlüssel zu deiner Kammer geben, wenn das für dich okay ist. Ach Quatsch, Micha, ich kann auch warten, bis die Rose wieder da Nein, ist. keine Doch, weil ich Widerrede. hätte... Es hat doch keinen Sinn, wenn wir hier alle zwei uns die Nacht im Treppenhaus um die Ohren schlagen. Du bist hundemüde, also nix wie rein da, frische Bettwäsche ist im Schrank und ab in die Fall. Dankeschön. Na dann, gute Nacht. Nacht. Weißt du was, den lasse ich dir da. Damit du nicht so allein bist. Ist aber nur geliehen. Dankeschön. Schlaf schön. Tschüss. Ja, was machen wir zwei jetzt? Dummes Gesicht und schlechter Eindruck. Komm her, tut mir leid. Nur bis morgen früh. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Ich erkenn dich mit verbundenen Augen. Ein Skandal! Skandal im Treppenhaus! Skandal um Rosel! Diddle, diddle, diddle. Erich, nicht so laut, du wächst das ganze Haus auf. Das ist mir wurscht. Ich könnte heute die ganze Welt umarmen. Komm her, Mädchen. Langsam, langsam, langsam. Jetzt gehst du schön in ein Bettchen. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, dann wird Wende mal. Siehe was du nicht siehst. Und das ist mein Neffe. Schläft der hier im Treppenhaus, ne? Halte mal. Ja, also wenn man es nicht verträgt, dann soll man es halt lassen. Komm, aufsteh, Bub. Ja, komm. Er hatte einen tiefen Schlaf. Ja, der ist weit weg. Rosel, was machst du dann in meiner Kammer? Onkel Erich? Ach so, ja. Ei, Michael, ist was passiert? Warum schläfst du dann hier im Treppenhaus auf der Bank? Endlich kommt ihr heim. Nur hier im Treppenhaus rum, um uns zu kontrollieren. Oh, Rutschen, ja, ne? ich hab auf euch gewartet. Hast du das gehört? Können wir nicht nach Hause kommen, wann wir wollen? Kannst du, du hast eine Fahne, das ist nicht mehr feierlich. Und Rosel, sei doch so gut und gib mir mal den Schlüssel. Was denn für ein Schlüssel? Den Schlüssel zu Heikes Kammer. Nein, das könnte nicht so passen, gell? Das hier ist ein ehrenwertes Haus. Und wer nicht spurt, der fliegt hier einfach raus. Aus diesem ehrenwerten Haus. Jetzt hört doch mal auf mit dem Blödsinn und gib mir den Schlüssel. Die Heike hat doch der Rosel ihren Schlüssel gegeben, weil sie keine Tasche dabei gehabt hat. Und weil die Heike hundemüd war, habe ich ihr für heute Nacht meine Kammer abgetreten. Jetzt gib mir den Schlüssel, ich will auch ins Bett. Ach, das ist ja ganz vergessen. Da ist er. Danke. Angenehme Nachtruhe wünsche ich. Der kleine Prinz. Erich, jetzt reicht's doch. Und halt doch den Kasten nicht so schief. Das arme Häschen wird ja ganz seekrank. Dein Tombola-Gewinn ist ein echter hessischer Rammler, der verträgt was? Machst du Schluss? Also, Erich, du bist ja ganz aus dem Häschen, aus dem Häuschen. So kenne ich dich ja gar nicht. Ja, das wundert dich, ne? Bei so einer Frau.
In den besten Jahren? Weißt du, wann die besten Jahre sind? Ja? Wenn die Guten rum sind. Erich, an mir ist der Lack ab. Jetzt red doch kein Blech. An dir ist alles dran, bloß kein Handbremse. Oh, nice little woman. Nice little woman. By the way, the same procedure as last year, Miss Owe. Jetzt fängst du aber an zu spinnen. Siehst du, jetzt fängst du wieder an zu lachen. Na, du bist mir eine. Seitdem wir Bruderschaft getrunken haben, bist du wie ausgewechselt. Aber ich glaube, das berät mir besser, wenn du wieder nüchtern bist. Weißt du was? Wir trinken jetzt zusammen ein Tässchen Kaffee und dann gehst du rüber und schläfst dich so ordentlich aus. Madame? Ja. Aber by the way, über die lauten Schläger lasse ich so schnell nichts kommen, gell? Die hat wunderschön mein Trepp geputzt und mir einen Teller Kuchen vor die Tür gestellt. Moment mal, was hat die gemacht? Ja, die hat mein Trepp geputzt. Ich habe sie auch bezahlt dafür. Das hatte sie ja noch bezahlen lassen. Ja. Also, das ist doch das Letzte. Kommen Sie, Herr Krämer, da muss ich mir davon wissen. Ja. Da hat die den doch tatsächlich in ihre Wohnung mitgenommen. Ich möchte mal wissen, was der an der findet. An der ist doch gar nichts dran, ja, Männer. Aber dass der alte Knocher das ertragen müsse, das mit dem Treppeputzen und dem Kuchen, da muss ich mal sehen, wie ich da mit Anstand wieder rauskomme. Der Meister, was macht denn der? Der darf mich hier nicht sehen. Schnell auf den Dachboden, da findet er mich nicht. Meister, ich wach bleiben, aufpassen, bis Sie nach Hause kommen, bin ich wieder eingeschlafen. Nichts zu hören. Das war ein Mist, gerade jetzt. Gute Nacht, Erich, und schlaf gut. Ich chillen erstmal bei mir auf dem Balkon. Ja. Kaffee kochen kannst du auch, Mädchen. Enchanté, Madame. Gute Nacht. Na, du kleiner Bock, das Fäuschen hat's aber faustdick in den Löffel da drüben. Lassen Sie mich los! Raus mit der Sprache. Was haben Sie zum Nachtschlafen? Jetzt heim auf dem Dachboden zu suchen. Jetzt warte mal gucken, ob das Dach endlich repariert ist. So um die Zeit. Ja, manche soll's doch regnen. So. Ja, und was machen Sie denn hier? Sind Sie vielleicht mondsüchtig? Sie wissen doch, dass das Dach undicht ist. Da wollte ich bloß mal nachgucken. Um die Zeit? Ich kontrolliere das immer nachts, wenn die Handwerker fort sind, sonst machen die nur Pfusch. So. Ja, so. Was babbel ich dann überhaupt mit Ihnen? Das geht sich doch alles in feuchten Dreck an. Soll's dann wieder reinrichten, jetzt wo die Küche halt striche wird. Was für Küche? Oh Gott, doch mal, Sie können auch vielleicht zusetzen mit Ihrer blöden Fragerei. Die Küche von der Frau Rehbach natürlich, die kriegt doch am Montag die Handwerker. Die kriegen die Handwerker? Wenn Sie nichts zu Küche haben. Und ob ich was dagegen habe, ich zahle ja auch immerhin mal ab und zu mal Miete, gell? Aber hier kriege ich ja Mantelfett und alles andere kriege ich gar nichts. Aber ich lasse mich ja auch nicht nachts in meiner Wohnung besuchen wie andere Leute. Was heißt das denn schon wieder? Was soll das Gebabbel? Was soll denn die Andeutungen? Ja, es riecht sich schon aus. Sie sind ja gar nicht gemeint, habe Sie ein schlechtes Gewissen. Aber die da hat eben den Krämer mit in ihr Wohnung genommen. Was dann, den Krämer? Entschuldigung, aber könnten Sie sich vielleicht ein bisschen leiser unterhalten? Ich würde ganz gern schlafen. Danke. Das ist doch die Höhe, da schläft die bei dem in der Kammer. Das ist die Jugend von heute. Das ist vielleicht ein Haus hier. Sodom und Gomorra. Herr Meißner, ich habe Ihnen immer gesagt, Sie müssen was unternehmen, aber Sie warten ja so lange, bis was passiert ist. Herr Meißner, Sie müssen was unternehmen. Herr Meißner, hören Sie mich, Herr Meißner. Gar nichts habe ich gehört. Und Ihnen will ich mal was sagen. Wenn Sie auch nur ein Steppenswörtchen von dem ihr weiter erzählen, was Sie da eben gesehen haben, dann sollen Sie mich kennenlernen. Haben Sie mich verstanden? Sie Tratschweib, Sie! Was ich gesehen habe, das habe ich gesehen und da kann ich auch drüber reden. Gäbe so Obacht, das Geländer im Zweiten ist nicht in Ordnung. Das geschieht im Recht. Ich hab Ihnen Licht gemacht. Dieser Meister, der hat doch auch keine reine Weste. Möchte mal wissen, was der hier nachts so rumscharwenzelt. Ach, ich frage einfach mal seine Frau. Aber das hier, das muss unter die Leute gebracht werden. Sodom und Gomorra. Ein Glück, dass ich da damit nichts zu tun habe. Und die Zeit wird doch bei der Madame ja mal an.
ich wollte ja eigentlich früher kommen, aber da habe ich mir gedacht, ach komm, lass die armen Frauen noch ein bisschen schlafen, gell? Drum bin ich jetzt erst hier, auch wenn mir's schwer gefallen ist. Das glaube ich. Sie sind sicher spät nach Haus gekommen die Nacht, gell? Ja, war's denn noch schön auf dem Fest? Danke, danke. Ich habe mich prächtigst amüsiert. Ach, ich ja gar nicht. Im Leben gehe ich nicht mehr auf so ein Karnickelfest. Man konnte ja mit keinem retten, gell? Dann die Musik, ob das überhaupt Musik war. Man wusste ja nie, hat die Kapelle schon angefangen oder hat der Kellner nur das Tablett fallen lassen. Haben Sie gesehen, die Frau Kleinert war ja auch da, gell? Ach Gott, hat die sich wieder aufgebrezelt, sieht sich immer an wie so ein Teenager, das bei der Figur, ne? Und die ist ja schon weit in die 50. Und ihr Mann ist der alt worden. Glauben Sie wirklich, dass Lust habt, mir heute Morgen Ihr Tratschgeschichte anzuhören? Tratschgeschichte? Ist das was anderes? Ach, Sie können mich nicht beleidigen, Frau Rebach, Sie nicht. Weshalb sind Sie eigentlich raufgekommen? Ach, das hätte ich ja fast vergessen über dem Geplauder, gell? Ach ja, wissen Sie, ich kann ja nie mit jemand retten, gell? Wenn mein Mann nach Hause kommt, dann schläft er, wenn er Nachtdienst hat, muss er ja auch, ne? Und wenn er Dachdienst hat, da schlaf ich und da schlafen wir immer so umeinander rum. Können nie ein Wort miteinander schwätzen. Jetzt kommen Sie doch mal zur Sache. Was wollen Sie dann eigentlich? Ach, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich hab doch vergessen, Ihnen die 10 Euro zu geben, die der Herr Krämer mir für Sie gegeben hat. Ach, guck mal da. Der Herr Krämer hat Ihnen 10 Euro für mich gegeben? Ja, fürs Treppeputzen. Ich wusste doch, sie würde von ihm nichts annehmen. Und da habe ich gedacht, ach, sagst du hast es gemacht, gell? Und er soll mir dafür 10 Euro geben. Und wo sind denn nun die 10 Euro? Ach, das wollte ich Sie fragen. Könnte ich die Ihnen am 15. geben? Wissen Sie, ich habe nämlich die Brötchen bezahlt, weil der Bäcker mir kein Brötchen mehr bringen will. Ne? Also dieser Knickerer, nur weil schon mal die Rechnung nicht bezahlt hat, da wird er auf einmal knickerig. Und mein Mann, der isst doch so gern Brötchen. Morgens eine gute Tasse Kaffee und ein Butterbrötchen, das er tungen kann. Ne? Ach, sagen Sie mal, war der Herr Kriminalrat eigentlich schon mal wieder hier? Welcher Kriminalrat? Ach, das wissen Sie ja noch gar nicht. Ach, das Fräulein hat ja mit ihm gesprochen. Da war neulich hier im Haus ein Kriminalrat, weil jemand im Haus tratschen soll. Ne? Ach ja, wer tut dann sowas? Ja, das möchte ich auch mal gern wissen. Aber sagen Sie mal, Frau Lautenschläger, was für eine Geschichte haben Sie sich für den Käsekuchen ausgedacht? Käsekuchen? Ja, Käsekuchen, den Sie angeblich Herrn Krämer vor die Tür gestellt haben. Ach, den Kuchen meine Sie. Ah ja, ich wusste doch, dass Sie Streit hatte, gell? Und er wird dann doch nicht essen. Habe ich gesagt, der ist von mir, also dann isst dann auch. Und tatsächlich, er hat's gefressen. Was sind Sie doch für ein herzensguter Mensch. Ja, ich kann's nicht haben, wenn die Leute Streit miteinander haben. Es geht nichts über eine gute Hausgemeinschaft. Ach, Frau Rehbach, was bin ich so froh, dass Sie sich mit dem Herrn Krämer wieder vertragen haben. Also das hat mich richtig froh gemacht, gell? Aber keine Angst, ich erzähle nichts weiter. Ach, Frau Lautenschläger, das kann aber jeder wissen. Na, das andere auch? Was meinen Sie? Ah ja, ich kann das doch verstehen. All die Jahren waren Sie allein. Worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Frau Rehbach, das bleibt unter uns. Was soll denn da unter uns bleiben? Und was soll denn das komische Grinsen? Raus mit der Sprache. Frau Rehbach, riechen Sie sich doch nicht auf. Das ist doch alles menschlich. Und Sie sind ja schließlich nicht mehr 20. Also gut. Wenn Sie mir es nicht sagen wollen, dann behalten Sie es meinetwegen für sich. Aber jetzt sag ich Ihnen mal was. Wenn Sie weiterhin mit Ihrer Giftspritzgeschichte über mich in Umlauf bringen, dann werde ich Sie anzeigen wegen Verleumdung. Und außerdem, ich will Sie nicht mehr an meiner Tür sehen. Verstanden? Ich habe ein für alle Mal genug von Ihrem Tratsch. Na, guck sich die doch einer einmal an. Ja, sitzt sie noch um Horos, die Madame. Von welcher Verleumdung? Was ich gesehen habe, das habe ich ja schließlich gesehen. Kein Wunder, dass der das peinlich ist. Ja, wer könnte denn das sein? Oh, wie sie stürmisch gestern.
ja auch schön, gell? Aber ich hab gedacht, der Herr Krämer, der schläft den ganzen Tag, bleibt der da im Bett, gell? Weil der hat ja ordentlich gebechert. Haben Sie sich nicht amüsiert? Ja, danke, ich bin zufrieden. Können Sie auch sagen, es war ein ganz gelungenes Fest. Schade, dass ich hab nicht neben Ihnen sitzen können. Aber Sie haben sich mit der Frau Rehbach ja auch nicht unterhalten, gell? Allerdings habe ich... Ach, ich hab mich so für die gefreut. Die kommt doch sonst nie unter Menschen, ne? Und wie schick die war. Das war doch was anderes als die Frau Fink da von unten. Frau Ne? Fink, also ich kenne keine Frau Fink. Ach so, das wollte ich auch gar nicht sagen. Herr Krämer, Ja. Sie sollte besser auf Ihren Neffe aufpassen. Auf meinen Neffe aufpassen. Ja, man weiß doch, wie das so geht. 1, 2, 3 ist das Malheur passiert. Was meinen Sie denn mit Malheur, Frau Lauteschläger? Sie müssen es ihm ja nicht erzählen, gell? Wissen Sie, was ich die Nacht gesehen habe? Na? Das Mädchen war doch tatsächlich in dem seiner Kammer. Naja, er ist ja wirklich ein netter Kerl, kann ja nichts dafür. Aber die Mädchen heutzutage, das ist eine Schande. Also, was babbeln Sie da für ein Schmonzes, Frau Lauteschläger? Ist doch gar nicht wahr, was Sie da sagen. Wie, das habe ich doch gesehen mit meinen eigenen Augen. Das kann ich beweisen. Der Meister hat es auch gesehen. Ja, trotzdem ist es nicht wahr. Er hat doch gar nicht in seiner Kammer geschlafen. Und jetzt sperren Sie mal die Lauschlappe auf, Frau Lauteschläger. Also, wenn Sie auch nur ein Sterbenswörtchen davon unter die Leute bringen, dann lernen Sie den Steuerinspektor A.D. Krämer aber sowas von kennen. Und in Zukunft verschonen Sie mich bitte mit Ihren Lügengeschichten und Ihrem Tratsch. Und jetzt, Frau Lauteschläger, A.D., da hat der Zimmermann die Treppe gebaut. Kann man dann seine eigenen Augen nicht mehr trauen? Das können Sie mir nicht verklickern, dass der nicht da in seiner Kammer war. Die ganze Bagage steckt hier unter einer Decke. Der Meister muss mir das bezeugen. Ach, ich wollte ja seine Frau fragen noch, was der hier nachts auf dem Dachboden zu so Herr Kriminalrat, Da, wollen Sie wieder zu der Frau Rehbach? Sie merken alles. Sagen Sie mal, geht mich ja nichts an, aber muss man sich schriftlich bei Ihnen anmelden, wenn man hier rein will ins Haus? Na, ist ja gut, dass sich hier jemand kümmert um mit der ganzen Tratscherei Was denn im für Haus. Tratscherei? Ja, ich will ja nichts gesagt haben, gell, sonst bleibt's wieder an mir hängen, ne? Also ich muss sowieso rum. Ich habe so viel um die Ohren, ich muss mal einen Kaffee kochen, wissen Sie. Der hat nämlich heute Nachtdienst. Wiedersehen, Herr Kriminalrat. Ich gehe ja schon. Ich habe ja schon gewusst, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Müssten wir halt ein paar Gläser nachstellen. So. Dann muss er mal. Oh, Herr Hoffmann? Ja, Tag, Frau Rehbach. Ich hätte gern meine Tochter gesprochen. Ist sie denn da? Es tut mir leid, dies Nachmittag ist sie gleich spazieren gegangen. Spazieren. Gut, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Frau Rehbach. Moment, Herr Hoffmann. Ja. Kann ich mal ganz offen ein paar Worte mit Ihnen reden? Frau Rehbach, wenn Frau sage ein paar Worte, da wird ein Wörterbuch draus. Aber gut, ich habe ein bisschen Zeit. Das ist schön. Ja. Herr Hoffmann, Ja. so wie Sie das letzte Mal hier aufgetreten sind, so können Sie die Heike nicht überzeugen. Wenn ein Vater sich so wenig Zeit für seine Tochter nimmt wie Sie, dann braucht er sich nicht zu wundern, wenn ihr ihre eigene Wege geht. Das wollte ich Ihnen bei allem Respekt mal gesagt haben. Als ich bei Ihnen noch geschafft habe, da musste ich ja meinen Mund halten. Aber jetzt braucht er darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen. Sehen Sie? Und das wollte ich halt mal loswerden. Ich habe Sie auch gelassen. Haben Sie noch mehr auf Lager? Ich hätte nicht übel Lust, Ihnen noch viel mehr zu sagen. Aber ich weiß, in Ihrer Augen bin ich ja nur die Putzfrau. Aber Herr Hoffmann, das, was ich Ihnen gesagt habe, das sollte Ihnen zu denken geben. Frau Rehbach, es gibt auch im Leben eines Mannes Momente, wo der Denke tut. Nicht immer, aber immer öfter. Ach, der alte Hoffmann hatte wie Sie nachgedacht. Und deswegen bin ich hier. Deswegen? Ja, ich wollte meine Tochter bitte wieder zu mir zurückzukommen, wann es halt nicht zu spät ist. Ich weiß das ja nicht. Das glaub ich nicht. So? Aber wenn es so ist, dann entschuldige Sie vielmals. Ach, es hat mal auf der Seele gelegen. Da haben wir es jetzt ja runtergeholt von der Seele. Ich bin Ihnen ja so dankbar, was Sie all für meine Tochter getan haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Aber das weiß ich. No? Na, am Montag putze ich wieder bei Ihnen. Gut, 5 Euro die Stunde. 8. Ausbeuterin. Qualität hat ihren Preis, Herr Hoffmann. Da Hab haben Sie schon recht. Ihnen gelernt. Ah, da haben Sie recht. Ach, du Ja, ja. liebes, bisher stehen wir immer noch im Treppenhaus rum. Wollen Sie reinkommen? Sind denn die Handwerker schon fort? Die waren noch gar nicht da. Ah, aber die Rechnung haben Sie geschickt. Nein, die kriegt der Meister. Der bezahlt auch. Da will ich Sie nicht mehr Aber lecker. ruhig rein. Papa, Oh,
Guten Tag. Tag, ja. Wir gehen. Hast einen kleinen Spaziergang so gemacht, Ostendpark und so? Ja, Michael und ich, wir haben einen wunderschönen Spaziergang gemacht. Ah, Michael, dein Freund, gell? Ja, ich hätte ja heute auch gern einen Spaziergang mit dir gemacht, so ein Zug durch Sachsenhausen, Edelweiß-mäßig, Vater der Tochter, das wollte ich gern. Du? Ja. Du wolltest mit mir spazieren gehen? Papa, du bist noch nie mit mir spazieren gegangen. Ich weiß, ich habe das nie gemacht. Ach, Heike, lass uns nicht um den heißen Brei rumretten. Ich habe ein bisschen nachgedacht über das, was du gestern gesagt hast. Und da ist vieles in Ordnung. Und deswegen, damit klar ist wie Kloßbrühe, dein Vater hat beschlossen, die Firma an einen Jüngeren abzugeben. Was willst du? Ja, an einen Jüngeren abgeben. Gut, ich werde natürlich noch einen Beratervertrag haben. Und die Woche so 1, 2, 3, 4 mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann muss man natürlich auch im Aufsichtsrat seine Freiflüge nutzen. Das werde ich auch noch machen. Es gibt noch so viele andere... Entschuldigung, du bist mein einziges Kind. Und ich will dich nicht verlieren. Weißt du, das ist mir die Firma dann auch nicht wert. Und deswegen ist dein Vater hergekommen und einfach zu sagen, ach Heike, komm doch wieder heim. Ich brauch dich. Komm. Ach, Papa. Oh, wie schön. Ich weiß gar nicht, wann ich dich das letzte Mal an mein Hinkelbrüstchen gedrückt habe. Ich hätte jetzt ja viel mehr Zeit für dich, aber ich habe den Eindruck, ich bin wieder zu spät gekommen. Wie meinst du das? Ah ja, dieser Michael. Da. Ach, langsam, Papa, der hat noch Probezeit. Oh, Probezeit ist immer gut. Ja, aber er ist schon ganz süß. Also vielleicht wirst du schneller Opa, als du denkst. Heike. Aber das war ein Spaß. Ach so. Warte mal. Michael, kommst du mal? Was ist? Brauchst du Hilfe? Quatsch. Also, Papa, das ist Michael. Michael, das ist Papa. Mein Vater. Tag. Michael Krämer. Krämer? Aha, Krämer. Haben Sie was mit Erwin Krämer zu tun? Ach ja, das ist mein Vater. Autobranche? Ah ja? Ha, das gibt's nicht. So klar ist die Welt. Wir waren zusammen auf der Berufsschule, der Erwin und ich. Na. Ja, wir haben auch die Prüfung zusammen gemacht. Da habe die Lehrerin zum Beispiel gesagt, lösen Sie eine Dreisatzaufgabe. Da haben wir 3 blöde Sätze über Aufwacht gesagt, da haben wir die Prüfung bestanden. Ach, wissen Sie, Spaß muss sein, sonst geht keiner mit auf die Beerdigung. Wir haben, also mein lieber Mann, das war ein Truffgänger, der hat nichts abbrennen Ja. lassen. Wir sind immer am Sudfass, sind wir mal vorbeigegangen. Vorbeigegangen sind wir da. Schade, ich habe Ihren Vater aus der Aare verloren, ich hätte ihn gerne mal wieder gesehen. Das ist ja ein Ding. Ja, dann rufen Sie mal an. Ich gebe Ihnen Ja, gerne das mal. lasse Mein ich Vater mich hat mir aber auf auch mir schon sitzen. so was Ich erzählt. lasse mich nicht als Lebentasche Was bezeichnen. ist dann jetzt schon wieder los? Das müssen Sie bezeugen, Was soll der Herr Meister bezeugen? dass die bei dem die Nacht in der Kammer war. Das stimmt doch. Was gibt's denn da zu bezeugen? Kriminalrat, haben Sie es gehört? Er hat zugegeben. Schreiben Sie es auf. Er hat doch gar nicht in seiner Kammer geschlafen, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ja, wo soll er dann sonst gewesen sein? Da in der Kammer hat er Es geschlafen. wird ja immer doller. Ja, wir haben für die eine Nacht die Betten getauscht, falls Sie nichts zu Kirche haben. Das können Sie mir nicht verklickern. Haben Sie Zeugen? Ja, hier. Der Herr Meißner wird Ihnen das gern bezeugen. Was war's da nicht? Was geht an wichtiger als Geschichte, da ich nicht da? Ach, dann hat auch der da nicht bei der da die Nacht geschlafen. Jetzt krieg ich aber langsam die Puddelnackig kränk. Sie haben doch einen Wasserschade oder sowas, ne? Der Herr Krämer hat bei mir nur eine Tasse Kaffee getrunken. Wer sich entschuldigt, klagt sich an, Frau Rebers. Moment mal, Frau Laubenschwäche, jetzt machen Sie mal halblang. Ich kann das nämlich bezeugen. Ich habe das selbst gesehen, wie der Herr Krämer in seine Wohnung gegangen ist. Was haben Sie denn noch so spät hier oben zu suchen gehabt? Ich war auf dem Dachboden im Wäsch runterhängen und da hat auf einmal der Meister hinter mir gestanden. Meister. Nix, Meister. Ich wollte nur mal gucken, ob die Handwerker nicht gepusht haben. Also, sie bringen mich hier an der ganz schlechtes Licht, die Schreckschraube. Und wenn sie noch einmal in die Nase in Sachen reinstecken, die sie nichts angehen, dann sollen sie was erleben. Das sag ich Ihnen, Sie Drahtschweib, Sie. Ja, was ist da hier los? Habt ihr da nichts zu schaffen? Los an die Arbeit! Dachdiebe! Jetzt beruhigen Sie sich mal wieder. Wo ist denn Ihre Coolheit geblieben? Coolheit, ja, das ist doch auch wahr. Die setzt doch die wildesten Gerichte in Umlauf. Die schwätzt doch jeden an. Sie doch auch, Fräulein Herr Heike. Meißner. Und gleich Mosche werde ich die Räumungsklage einreichen. Da kann sich drauf verlassen. Diese Miesche bin ich wieder an allem schuld. Ich hab doch gar nichts gesagt. Gar
gar nichts, haben Sie gesagt. Das wissen wir alle miteinander. Aber dass Sie wieder ausziehen wollen, ist wirklich ein bisschen schade. Verstehen kann ich ja. 200 € für so klar. Kammer ist wirklich ein bisschen happig. Wer hat denn das gesagt? Ja, hier, so, die Frau Lautenschläger doch. Das hat doch die Frau Rehbach gesagt. Keinen Cent habe ich genommen. Moment mal, Metzgermeister, Sie reden doch jeden Quatsch nach. Sie müssen auch kleinere Brötchen backen. Sie tun doch auch, was Sie nicht dürfen. So, was dann zum Beispiel? Sie machen doch nie Tritt in die Was Wurst. mache ich? Ja, wer sagt dann das? Ja, das hat die Frau Lautenschläger gesagt. Ich hab nichts gesagt. Naja, Onkel Erich, du musst den Ball ja mal ganz flach halten. Du hast ja auch keine reine Weste. Wieso? Ja, du lässt doch unten im Keller immer das Licht brennen. Wer sagt denn sowas? Das hat die Frau Lautenschläger gesagt. Ich hab nichts gesagt. Aber Michael, Sie müssen auch ganz still sein. Sie sind doch derjenige, der immer die Brötchen-Tüte klaut. Was soll ich klauen? Ja, wer sich dann sowas? Das hat die Frau Lautenschläger gesagt. Das hat die Frau Lautenschläger gesagt. Das hat die Frau Lautenschläger gesagt. Ich hab doch nur erzählt, was ich gehört habe. Ja, und immer ein bisschen dazugedicht. Da sehen Sie mal, Frau Lautenschläger, wie vorsichtig man sein muss. Lügen haben nämlich kurze Beine. Was meinen Sie, wenn wir Sie nun alle anzeigen würden? Sie wissen doch, 3 bis 4 Jahre. Nicht wahr, Herr Kriminalrat? 3 bis 4 Jahre, aber Minimum und das nur bei guter Führung. Und da habe ich so meine Probleme bei Ihnen. Herr Kriminalrat, die Leute müssen die dann immer alles weiter erzählen. Das ist doch furchtbar, dieser Tratsch da immer, gell? Aber das soll mir eine Lehre sein. Ich sag nichts mehr, das schwöre ich. Wenn das Wort gedrückt wäre, ich ging keinen Schritt drüber. Als Kriminalrat würde ich dann sagen, lassen wir Gnade vor Recht ergehen. Aber Frau Lautenschläger, das nächste Mal. Ich sag nichts mehr, ich hab die Nase voll. Ja, dann wäre ja der Hausfriede sozusagen wiederhergestellt. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich ja schon wieder bis hier hoch in den dritten Stock. Also, ach, da sind Sie ja, Frau Lautenschläger. Ich suche Sie schon überall. Sie scheinen ja auch mehr hier oben zu sein wie unten in Ihrer eigenen Wohnung. Hier habe ich die Post für Sie. Ach gut, dass ich Sie mal sehe. Seit 3 Tagen krieg ich keine Post mehr. Na, mir geht's genauso. Aber das gibt's doch nicht. Die habe ich doch immer der Frau Lautenschläger gebracht. Frau Lautenschläger. Ich sag nichts mehr. Also, meine Herrschaften, wenn der Kriminalrat dann vielleicht einen Vorschlag unterbreiten dürfte, wir verlagern diese Unterredung, die sehr wichtig ist, in Ihren Salon, Frau Rehbach. Und das machen wir dann weiter, wenn eine schöne Tasse Kaffee, ein schönes Stück Kuchen und beim Schuppe dabei, nicht wahr? Wunderbar. Heike, lauf mal ganz schnell rüber zum Bäcker. Der hat so eine gute Kuchen. Eine gute Kuchen, das ist was anderes, als wenn ich rede würde. Du meine Güte, Leute, ich hab's ja voll. Wenn ich jetzt alle mal hereinbitten dürfte. Kommen Sie mal her, ich habe noch mit Ihnen was zu sprechen. Es kann sein, dass meine Wohnung und die vom Herrn Krämer bald frei wird. Was dann? Sie wollen ausziehen? Das ist mir aber gar nicht recht. Ach, wir suchen was Größeres. Was Größeres. Ja, wir können ja mal über den Durchbruch reden. Ich müsste jetzt natürlich mal nachrechnen. Sie, das ist eine gute Idee. Aber sagen Sie um Gottes Willen, Frau Lautenschläger nichts, sonst rennen die gleich wieder mit los und dann haben wir wieder... Ja, der schönste Tratsch im Treppenhaus.